Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Die Konzept Wieler und Wieler Holzbau stellen sich vor. Und Rolf Ziebach unterstützt die Thun Tigers verletzungsbedingt von der Zuschauertribüne aus. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Es mit statt ein Gegeneinander. Mountainbike, ob mit oder ohne Strom, erfreut sich immer an grösserer Beliebtheit. In Lenk und in Adelboden wird diesen Sommer probiert, die Ansprüche von Biker, Wanderer und Grundeigentümern unter einen Hut zu bringen. Verbot für Beobike wegen dem Rockerkrieg. Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um den Auftakt des sogenannten Rockerprozesses in Bern hat die Regierungsstatthalterin von Thun ein Verbot für diesen Anlass gegeben. Es kehrt endlich Ruhe ein. Deshalb, ob Restaurant, Areal oder Hotel, hat die Bevölkerung von Interlaken die letzten Jahre auf Trab gehalten. Bis 2023 wird es fertig saniert und dann können wieder Gäste empfangen werden. Zusammen mit Konzept Wieler und Wieler Holzbau haben Tanja und Christoph sich ein Eigenheim am Sahnersee realisiert, welches schon bei der Anfahrt Feriengefühle vermittelt. In einem Interview erzählen sie von ihrer Begeisterung und von dem Prozess von der Idee im Kopf bis zur Umsetzung am Waldrand. Wir haben ein paar Jahre gesucht, bis wir so etwas hatten. Und als wir dann auch diesen wunderschönen Platz hier gefunden haben und können kaufen, haben wir nachher das Haus geplant mit dem Wieler, Peter, Holzbau Wieler. Das ist noch rausgekommen, der Hammer. Ich hatte genug lange Zeit, mir so Ideen rauszusuchen im Internet, aus Prospekt, aus Heftchen, von Ferien. Und sie mussten sich dann mit dem umschlagen, dass man das alles in das Haus hineinbringt. Das ist wunderschön, alles rausgekommen, genau so, wie wir es wollten. Das erste Haus macht man meistens so, wie der Architekt sagt, da ist man noch ein bisschen befangen. Und wir hatten ganz klare Vorstellungen, wie wir es wollen. Und da sind wir wirklich auf Leute gestoßen, die das uns umsetzen konnten, ohne Wenn und Aber. Und es war einfach sehr angenehm. Da gibt es so ungeschriebene Gesetze. Der Jäger geht natürlich nicht eigentlich vor die Haustüre jagen, sondern der Jäger hat auch gerne die Tiere zum Anschauen. Also das sagt man Anblick. Das ist klar, ich habe einen sehr grossen Bezug zum Wald, auch zu der Natur. Und das kann ich natürlich für Tanja ist selbstredend, wenn man im Hintergrund einen schönen Gemüsegarten sieht. Es ist ein absolut ruhiger Platz und einfach in der Natur raus. Der absolute Höhepunkt finde ich natürlich den Kochherd, den Holzkochherd mit 2 Gasplatten eingebaut. Ich koche sehr gerne und es ist der Hammer so zu kochen. Man hat vielleicht 10 Minuten länger, weil man halt warten muss, bis die Platte heiß ist. Man kann nicht nur einfach den Knopf drüllen und die Induktion läuft. Was ich noch habe, ist ein Schrank. Das ist ein Elektrogerät und ein Backofen und das war's. Ein 2er Brünneli, weil wir keine Geschirrwaschmaschine haben, habe ich gefunden, braucht es ein 2er Brünneli. Ja, und alles zusammengesucht, von Zürich bis ins Bündnerland runter, haben wir überall etwas bekommen und das passt für uns jetzt tipptopp. 2005 trainierte Rolf Ziebach zum ersten Mal im Lachenstadion bei den Thun Tigers. Wenige Zeit später gehört er schon zum Stammkader. Momentan kann er leider verletzungsbedingt nicht mehr an den Spielen teilnehmen. Sein Team unterstützt er aber nun auf eine ganz andere Weise. Gina Krückel hat mit ihm gesprochen. Ich bin Rolf Ziebach. Wir haben etwa 12 Jahre gespielt, nachher noch 3 Jahre, 4 Jahre gecoacht. Und jetzt ist die erste Saison, wo ich während dem Matchtag nur noch Fan bin. Genau. Vor mittlerweile schon fast 20 Jahren eben nicht ganz, war das noch nicht so bekannt gewesen. Und ein Arbeitskollege vom Vater, wie gesagt, hat gespielt. Und ja, bin dann mal mitgeschaut in ein Probetraining, in ein Training. Und seither bin ich eigentlich im Stammkader der Tigers. Genau, ja. Die Mischung zwischen Taktik, körperlichem Einsatz und halt, ja, schon so mal klebt und man sowohl austeilen und einstecken kann. Ja, das finde ich, macht den Reiz aus. Genau. Ja, jetzt hier bei den Tigers haben wir wirklich ein selten gutes Team Spirit. Das ist wirklich
was so etwas vom Schwierigsten hat gemacht zum Aufhören. Ja, wie so oft im Football, einmal bei denen, die lange haben gespielt, verletzungsbedingt, ja, könnte das Knie mit Knorpel, Meniskus und Kreuzband kaputt haben. Wenn morgen mein Knie wieder gut wäre, wäre ich auch am Mittwoch wieder im Training. Das sagt, glaube ich, alles, ob sich das hat gelohnt. Ja, ich will kein Training und kein Match und nichts missen. Es ist wirklich ja, ein einmaliger Sport. Ich würde immer sofort wieder anfangen. Von dem her. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteor News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Einen schönen guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen. Schön sind Sie dabei. Ich grüße Sie heute mit dem wunderschönen Bergpanorama von der Bergstation Öschinen. Ja, die Schweiz liegt heute weiterhin auf der Vorderseite von einem Tief über Irland und Großbritannien eingelagert. In eine süd- bis südwestliche Strömung überquert heute zudem noch ein kleines Höhentief, der östliche Alpenraum. Die Luft die ist warm und zuerst noch relativ feucht. Bis am Abend wird sie dann von Westen her immer mehr abgetrocknet. Am Donnerstagmorgen starten wir entsprechend recht sonnig in Richtung Oberland, bilden sich bereits am Vormittag wieder erste Quellwolken. Dazu messen wir am Morgen zwischen 13 und maximal 16 Grad in der Region. Im Verlauf des Tages bilden sich dann immer mehr Quellwolken. Am Nachmittag steigen dann zuerst entlang vom Jura und im Oberland das Gewitterrisiko wieder an. Gegen den Abend dann auch im Flachland. Dazu wird es sommerlich warm mit 24 bis maximal 29 Grad in der Region. Am Freitagmorgen zieht eine Kaltfront durch und bringt kräftige Regengüsse. Gegen den Mittag lassen dann die Niederschläge aber nach. Und am Nachmittag folgt dann von Westen her eine Wetterberuhigung. Für Samstag und Sonntag rechnen wir mit sehr, sehr viel Sonne. Am Sonntag gesellen sich dann vielleicht ein paar Schleier und Quellwolken zu der Sonne am Himmel dazu. Und auch Montag und Dienstag werden voraussichtlich recht sonnig. Da ist dann aber die Gewitterneigung wieder deutlich erhöht. Zudem gehen in Richtung Wochenmitte dann auch die Temperaturen wieder zurück. Ich wünsche Ihnen einen super schönen Abend. Bis zum nächsten Mal wieder und alles Liebe. Ade miteinander.